One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reich und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem Verleih soll helfen, zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig gehen, wie das Planet für uns alle gut durchgeht und wie wir alle gut können, mit konkreten Schritten dazu kontribuieren. Und ich meine, dafür haben wir heute ein ganz gutes Thema, nämlich mit Anouk Hilscher. Moin. Moin. Wir schwätzen heute über Energie, eigentlich über Proper-Energie. Ne? Das ist sogar an den UN Sustainable Development Goals, als ja Energie wirklich als ein Goal, also ein Ziel definiert. Ja, absolut. Aber das ist eines von den wichtigen Zielen für klimaneutral zu gehen, als natürlich auch auf die Energie und auf erneuerbare Energien zu setzen. An den Access zur Energie, für jeden Fall. Absolut. Der wollen wir vorgestellt gehen. Genau. Wir verteilen erstmal vier. Für das wir ein bisschen kennenlernen, und ich biete erst das ergänzen, vielleicht fehlt ja noch etwas ganz Wichtiges, was für sich ein Hobby oder irgendwie etwas. Verteilt mal, die hat ein PhD in Computational Chemistry zu Zürich gemacht. Ne? Ja, genau. Ja. Was ist Computational Chemistry? Ich muss das kurz fragen. Das heißt, heute ist das am Anfang rechengestützte Wissenschaften. Das verstehe ich. Ja, perfekt, ja. Das heißt, das Erste, dass wir Molekülen simuliert haben, eben wie hier das Verhalten war. Und das war eben ganz interessant, weil wir waren den mehr experimentell am Labor Molekülen generiert hat und das schon eben dann vorausgesucht, was für Proprietäten das könnten da entstehen, an dem wir eben da verschiedene Simulationen gemacht hat. Demos war die Rechenkapazität, wie ich mein Doktorat gemacht habe, war schon nicht schlecht. Ja. Natürlich, wenn den Hautstars guckt, war die Rechenkapazität aus. Das hat nämlich enorm, und dafür ist das Studium sich enorm evaluiert. Und ja, heute ist das ganz interessant. Die sind noch immer immens interessiert in der Forschung, weil die sind auch am Verwaltungsrat vom Fonds National de la Recherche. Und die sind hauptberuflich der Head of Renewable Energies bei Innovos Lützeburg. Ja, genau. Ich leite ein Departement von erneuerbaren Energien eben heute zu Lützeburg. Seit wie viele Jahren? Seit schon 8 Jahren sind schon dabei. Und ja. Ich meine, 2018 wurde das richtig losgelöst zu Lützeburg, wo wir den Fokus gemacht haben, für erneuerbare Energien eben zu developieren. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Thema und ganz dynamisch. Und wie das der Technik geschwärzt hat, sind eben ein Mensch, der gerne Technologie hat und gerne Daten hat. Und ja, an erneuerbaren Energien, da geht sich so viel, das wirklich ganz interessant und ganz dynamisch. Und da lehrt den wirklich alltag neue Sachen dabei. War das dann eher Zukunftsvision für die Energieversorgung heute in Lützeburg? Als Vision, also auf der einen Seite haben wir natürlich die Ziele vom PNAC, also vom Plan National, den der Europäischen Union insgesamt natürlich hat. Und Lützeburg hat auch Vision für 2030 35% erneuerbare Energien zu haben, mit dem Ziel natürlich 2050 komplett net zero zu sein. Ich denke, wir sind da, wo wir für den Moment stehen, heute zu Lützeburg, sind wir ungefähr, wenn wir gucken, was ganz erneuerbare Energien angeht, sind wir ungefähr bei 12–13%. Und wir machen aber alle Jahre eben noch gute Fortschritte. Und ich denke, das ist etwas, wo wir nachher an diesem Podcast ein bisschen mehr darüber können sprechen. Mit dir die auch exzellieren, also die auch noch mehr schnell wie 2050 klimaneutral gehen. Ja. Ich meine, ganz viele Leute von der Zivilgesellschaft geben das vor, ist das realistisch? Oder so dass das ambitiös genug ist? Ja, also für Lützeburg ist es natürlich auf der einen Seite, was können wir lokal machen, was können wir heute zu Lützeburg machen, aber wie stellen wir uns gemeinsam mit unseren Nachbarländern, in ganz Europa natürlich ab, für das gemeinsame Ziel zu erreichen. Lützeburg importiert, wie Sie natürlich wisst, der größte von seiner Energie. Ich meine, für dich muss ich mal gucken, aus was besteht die Energie. Ich meine, das sind Petrolprodukte, dann das ist der Gas und dann eben könnte Strom. Und da muss ich eben gucken, was importieren wir, was machen wir eben hier lokal.
An der Strom ist natürlich etwas, wo wir auch hier zu Lützeburg lokal können produzieren. Und da, wenn ihr guckt, die letzten Jahre, ich meine, los immer, was Stromproduktion ist, sind wir 20%, wo wir hier lokal produzieren, wo sie eben noch alle aus erneuerbaren Energien sind. Und da haben wir die letzten 5 Jahre wirklich ganz viel gemacht, da haben wir wirklich als Kapazität verdoppelt. Du hast ja ein Phänomen, den ihr gesagt, weil momentan hast du am Strommix zu Lützeburg 2/3 nach fossil, dass ganz viel elektrifiziert wird. Wenn elektrifiziert wird, dann heißt das ja, dass wir mehr elektrisch brauchen. Ist das Teil von einer Lösung oder kreiert das neue Probleme? Können wir überhaupt so viel Strom selber produzieren? Ja, selber produzieren ist, wie ich gesagt habe, eine Sache. Und da muss man natürlich weiter dran arbeiten. Und das sind eben auch Initiativen, wo schon zu Lützeburg noch von den Ministerien unterstützt ist. Also wo können wir noch mehr Wandkraft machen, wo können wir zum Beispiel noch mehr Photovoltaik machen, wo im Moment natürlich stets wo Quellen sind, wo wir als Energie zu Lützeburg lokal produzieren. Das sind wirklich stets wo Ressourcen, wo wir am meisten produzieren. Also Solar an Energie, an Wandkraft? Wand, ja. Wir haben natürlich schon noch einen Teil, wo wir als Wasserkraft machen. Wir da sind als Developmentsmöglichkeiten, sie kein mehr da. Also das wirklich, also kann ich da gar nicht weiter forschen? Ja, nein, da kann man just gucken, wie wir optimieren, wie wir dann lernen, die bestehenden Anlernen optimal auslegen. Aber nur neu wirklich Projekte, also das wird kein Step Change. Ich glaube, Lützeburg Potenzial, weil es gilt für die Energieproduktion als an Solarenergie an Wandenergie. Ja, das sind die zwei Haupt. Und dann, das wird auch noch dabei können, dass ein bisschen nur Biomasse, wo sowohl Strom wie aber auch natürlich Hitze generiert wird. Die Frage vom Nachhaltigkeitsrat. Was steht einer schneller Transition zu 100% erneuerbare Energie zu Lützeburg am Weg? Was können wir machen, für die Obstakeln zu umgehen? Wie ich vorhin gesagt habe, ich muss eine Analyse machen, wo stimmen wir für den Moment überhaupt. Dann schon gesagt, par rapport zu der Energie sind wir auf 12% von der ganzen Energie. Davon ist der größte Teil, ungefähr 65%, geht natürlich auf den Transport zurück. Das heißt alles, was Bruttosprodukte sind. Eine von den Sachen, die muss geschehen, ist natürlich, da sind alle Guten, die mehr Petrolsprodukte plus die Gasprodukte, da sind die guckt, da sind die mehr auf elektrisch bringt, weil die Elektrifikation, natürlich die Stromproduktion, ist viel mehr einfach auf erneuerbare Energien eben zu machen. Da ist eben noch den Effort, den am Gang ist, halt zu Lützeburg zu geschehen. Ich meine, sie viel auf der einen Seite Haushalte, wo Wärmepumpen gefordert gehen, zum Beispiel, mehr auch die Industrie schafft ganz viel. Wie kann ich mehr Gas, entweder auch durch Elektrifikation, durch Boileren, die nicht mehr mit Gas laufen, die vielleicht elektrisch laufen. Wie kann ich da Sachen machen? Das hängt natürlich immer davon ab, was die Industrie auch von Temperaturen braucht. Da gibt natürlich auch Lösungen, da brauchen aber noch immer entweder müssen da auf andere Stoffe gehen, sie wird entweder den Hydrogen oder E-Fuels, die man eventuell muss gebrauchen. Mit das gesehen ich aber echt als in dem Sinn nicht der große Balk, mit der große Balk wird wirklich Sinn für auf elektrisch zu gehen. Bon, das ist auf der einen Seite ist dann eben die Produktion, die eben da gebraucht wird. Das heißt, da muss man gucken, dass man die Sache akzeleriert kriegen. Wir haben viele Projekte, die an der Pipeline sind. Und da muss man einfach gucken, wie können wir die sehr umsetzen. Eine von den Sachen ist natürlich da, wie kriegen wir Autorisationen für so Projekte umzusetzen. Und wie können wir das ein bisschen vereinfachen. Ich meine, das ist ein Thema, was schon seit vielen Jahren, nicht nur hier zu Lützeburg, mehr ganz Europa, Agenda steht. Und ich denke, es gibt wirklich Zeit, für da konkrete Aktionen zu machen, für dass wir da eben weiterkommen. Ein Podcast sollte ja um konkrete Schritte gehen. Also fällt mir zum Beispiel auf, dass Langzeit zu Lützeburg die über Stromproduktion geschwärzt hast. Das war so etwas für Freaks. Und der Strom war einfach da. Da haben wir darüber geschwärzt, wenn wir 2 Stunden Ausfall gehen hast. Und manche Jahre war das wirklich selten, wo ich abgewusst bin. Aber so ist es nicht darüber geschwärzt. Dann sind ein paar Jahre darüber geschwärzt, aber auch oft negativ, eben als Problem. Und mir ist aufgefallen, die letzten Jahre haben Leute angefangen, sich für Strom zu interessieren, an dem sie zum Beispiel ganz stolz sind, dass sie so Balkonkraftwerke haben, was ihnen ein bisschen hilft, auch
Stromrechnungen innen zu kreieren, aber tut auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, seinen eigenen Strom herzustellen. Seht ihr das positiv auch als positiv auf dem Weg zur energetischen Transition? Ja, absolut. Ich meine, es wird leider einen Energiekreis gebraucht, für das die Leute sich wirklich ein bisschen mehr bewusst sind. Und denen das natürlich Energie anzusporen, natürlich sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wo kann ich Energie reduzieren. Und auf der anderen Seite dann eben zu sagen, wie kann ich aber auch Energie benutzen, die aus erneuerbaren Sourcen kommt. Und da können natürlich die Gedanken, dass ihr seht, wie kann ich meine eigene Energie schon in Dach zum Beispiel, wo ich Photovoltaik drauf machen, wie kann ich das eben in dem Moment selber produzieren. Und die Gedanken können natürlich immer mehr und das ist absolut positiv, weil du damit könnt wirklich auch die ganzen Elan für das erneuerbare Energien auch am großen Anlagen eben können dadurch realisiert gehen. Weil die Energietransition braucht ja eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und die Frage ist ja, wie kann ich die am schnellsten herstellen? Und dafür würde ich euch fragen, was eine Rolle spielt, zum Beispiel gerade bei Wandkraft, der NIMBY-Effekt zu Lützeburg fähig. Ich sehe da viel, weil ihr so, geht ja auch an der Frage vom Nord, es geht ja darum, wie geht mich schnell. Weil politisch die Decision nach solches getroffen, geht ja um die Besetzung. Ja, absolut, ja. Wahrscheinlich da den, dass effektiv wieder so, als richtig informiert sind. Das heißt, Leute hören natürlich noch immer du Fakten, die irgendwie eben Fake News sind, und wo eben da gesagt wird, oh ja, mir das hat einen negativen Effekt, ob Gesundheit oder das möchte viel Comedy oder so. Und ich meine, das ist wichtig für den Dialog mit den Bürgern aus den Gemeinden zu holen, für wirklich eben das richtig zu stellen. Was ist es? Was bedeutet, wenn eine Wandkraft da ist? Ich meine, ich habe auch schon gesehen, dass an der letzten Technologie enorm weitergegangen ist. Da sind Wandparken, wo zum Beispiel für Drohnen Feuerwandmühlen durchstehen. Da ist die Technologie so hochgegangen, dass mit einer Wandkraft doppelt so viel produziert wie das, was vor 15 Jahren mit Feuerstück produziert wird. Das geht natürlich auch immer weiter, sodass da auch viel mehr Impact an dem Moment vielleicht hat, wo die Leute denken, das ist ein negativen Impact, weil ich den vielleicht gesehen oder weil der dann einen Bodenfaktor hat. Das sind einfach die Sachen, die muss erfahren. Dasselbe ist das eben auch bei Photovoltaik natürlich dann auch oft gesagt, ja, da gibt ganz Flaschen, die da müssen gebraucht werden, aber da ist auch wichtig für zu streichen, dass in den dualen Use eben hat. Das heißt, wir haben noch ganz viele Anlagen, wo man nach nutzen, auch von der Flasche eben haben. Sie wird bei einer Wandmühle, wo zwar wo die Wandmühle steht, da kann natürlich nicht mehr geackert gehen, wenn nirgends drin Feld, da kann ja aber noch weiter auch der Betrieb laufen und so. Und dasselbe ist das eben auch bei der Photovoltaik, wo man da lässt ganz viel Agri-Photovoltaik, sowohl zu Lützeburg, aber auch an den Nordländern, wo immer mehr und mehr gemacht wird, wo dann wirklich den Terrain nach zu anderen Nutzen eben benutzt wird. Ich meine, die will darüber Mythe schwätzen. Top, Flop. Du hast das selber gesagt. Dann darf er auch zwei Sachen sagen, die da nicht mehr hören. Ja. Also das eigentlich ist für mich verbunden natürlich mit der Photovoltaik. Da so viele Leute, für was soll ich noch eine Photovoltaik machen? Die Sonne scheint nicht genug, und muss wirklich da sein, wo die ganze Zeit Sonne scheint, da wo es gut warm ist. Spanien oder Portugal. Natürlich möchte es Sinn, für so Sachen zu machen, mit möchte aber absolut auch Sinn, an Eisenbreitegraden da zu machen. Heute zu Lützeburg haben wir diffus Licht, das die ganze Zeit da ist, und auch mit diffusem Licht wird die ganze Zeit produziert. Das heißt, wird vielleicht ein bisschen mehr produziert, mit wird aber produziert. Dann hat das auch gesagt, ganz klar, dass in April oder Mai, dass in da en fait am meisten produziert, weil da sind Temperaturen ungefähr bei 20 Grad, 15 bis 20 Grad, und da ist es, wo die Zellen von die Solarzellen, wo die am besten funktionieren. Ja, das war den nächsten, an den zweiten, absolut, ja, das heißt, den, das eben mit der Produktion verbunden, und dann das, wo ich immer so, ja, muss ich eben noch Distribution und Konsumation gucken.
Und da also ist wichtig, wie man für Druck gesagt haben, am Transport, wo kommt man da hin, also dass man auf elektrisches Auto rüber gehen und da hören schon noch immer, oh ja, mit elektrischem Auto und da kommt es nicht weit genug und dann, wo gehen ich dann tanken, wenn ich unterwegs bin, wenn kalt ist, da geht die Batteriekapazität so viel roh, wenn da komme ich ja nach meiner weit und so. Also da zwei Sachen, den Reso-Ausbau von den Abladestationen hier in Europa, den ist wirklich wunderbar. Also da muss ich sich nicht mehr bewusst sein, dass wenn ich einen kleinen Pause möchte, nur 400 Kilometer, da muss ich eine Zeit stoppen, also, wenn ich an die Raststätte rangehe und vielleicht noch einen Kaffee holen oder so, wie viel Zeit verbrauchen ich da in der Zeit? 10, 15 Minuten, also das ist erstaunt, heinst du, wie lange in aber ob der Raststätte dann da verbringt, auch von dem Mengt, das ist nämlich ein kleiner Sprung. Und an der Zeit ist den Autoraum voll abgeladen oder auf 80% abgeladen und da kann den Raum wunderbar weiterfahren. Das ist das, der dient. Und dann mit der kalten Temperatur, da kann ich immer nicht mehr so guck den nimmer Norwegen und die haben für den Moment die neuen Autos, die verkauft sind 80% elektrische Autos und wirklich voll elektrisch. Und an Norwegen sind Temperaturen ja ein bisschen mit wie bei uns und da funktioniert das wunderbar. Das sind Länder, die schon da an dem Weg sind und die beweisen, dass es funktioniert. Der kritische Geist. Da bleiben wir kurz bei der Solarenergie. Produktion von erneuerbarer Energie braucht Material rar, also selten Erden. Für Batterien oder Solarzellen machen wir uns dadurch nicht einfach nach nicht aufhängig von limitierten Ressourcen. Oder das ist richtig, effektiv Batterien und noch Solarzellen, die haben Lithium, Kobalt, dann eben die raren Elemente, ja, das stimmt. Bon, dazu ist aber auch wichtig zu sagen, dass du dadurch, dass natürlich die eine große Wachstum haben, natürlich gibt viele Batterien, gibt viele Solarzellen, wird natürlich dauernd geschafft, für auch andere Materialien zu entwickeln oder eben das Recycling zu machen. Und das ist eben ganz interessant bei den Batterien zum Beispiel, da wo du wirklich geguckt wird, bei die großen Autos-Batterien oder auch die Batterien an den elektrischen Veloen. Wie kann ich die effizient holen, wie kann ich die Materialien rekuperieren, für sie dann eben zu recyclieren. Und ich denke, das ist wirklich auch Zukunft, woher noch dann das recyclierte Material eben benutzt wird, für eben dann die raren Elemente, die wir haben, für das die eben mehr oft können benutzt gehen. Erst zum Beispiel ein Balkonkraftwerk, mein Beispiel. Ist das da wirklich zirkulär möglich oder geht es einfach Verlust? Zirkulär im Sinne von, dass Solarzellen, ja, die können, also sowieso, das ist eine europäische Direktive, dass alle guten Panoen, die gehen die müssen zurückgeholt gehen, und die gehen und die ganz schön, dass sie eben ganz also nicht geholt gehen. Ich meine, sie bestehen von allem aus Glaspanoen und dann hat er noch einen metallenen Frame, das ist alles also nicht geholt, und da wird alles recycliert. Also der größte Teil von über 99% von den Panoen gehen recycliert. Von dem her, ja. Ich meine, die wollten noch etwas zu Solarenergie sagen. Fakten, Fakten, Fakten. Was trinkt Zuhl? Ich meine, das ist besonders wichtig, da sollten uns Leute nicht mehr vergessen. Naja, wenn ihr guckt, was an der PV, also Photovoltaik, an den letzten 20 Jahren für Progress gemacht sind, was das wirklich für eine exponentielle Entwicklung war, wenn ihr weltweit guckt, dann ist von 20 Jahren, also am Jahr 2024, also über das ganze Jahr 2024, also so viel Kapazität auf Photovoltaik gebaut gehen wie Haut an einem Dach. Das heißt Haut, also viel schon installiert gehen wie 2004 ganz Jahr lang. Also das sind zwei Questionen, wie ich akzeptieren das. Wie das heißt, ich paraphrasiere vielleicht für mich. Mir der Klartext, dass sagt, an einem Jahr, 24 Jahre, war so viel und Photovoltaik installiert gehen wie Haut an einem Dach weltweit. Hat Lützeburg dann drin sein? Undeel, muss ich fragen. Ja, wenn wir gucken, was wir effektiv auch die letzten Jahre installiert haben,
2018 war wir halt zu Lützeburg ungefähr bei 200 Megawatt, die installiert waren. An Lo 2023 und 2023 waren wir bei über 400 Megawatt. Also wir haben auch die ganze Kapazität verdoppelt. War das dann Lo momentan den Hauptproblem für wirklich den, weil ihr sozial war, wir sind bei insgesamt 12%, wir sind nach Weide waschen enger wirklicher Klimaneutralität 2050. Irgendwann muss es ja wirklich so ein Effet déclencheur geben, für zu sagen, du machen wir an einem Jahr so viel Prozent Madenen holen wir ab. War das so den Effet déclencheur, den der war oder den der gesieht? Also das zum Beispiel vielleicht etwas von der Speicherung, darüber haben wir noch gar nicht geschwärzt. Ja, absolut. Also da den war eben Produktion, ja. Wir drunter gesprochen. Da dann war eben noch ganz wichtig als effektiv Distribution. Und da also auf der einen Seite an den Netzausbau und auf der anderen Seite eben die Batteriespeicherung. Die Distribution als wäre Ausbau als Speicherung. Okay. Ja, absolut. Ja. Okay. Das heißt, die erneuerbaren Energien, die sie was genannt wird, intermittent, das heißt, du hast dann natürlich Piken, das entspricht nicht immer die Produktion, eben noch dann dem Moment der Konsumation, die Stadt muss eben über den Nähe bringen. Und da ist es wichtig, dass es auch auf den Weg geht, für große Energiespeicher und noch halt zu Lützeburg zu machen, für das wir können die erneuerbaren Energien, die wir dann eventuell zu viel zu einem gewissen Zeitpunkt hätten, dass man die eben können stockieren. Aber was fehlt da? Also die Recherche, die fehlt, also die Ressourcen, die fehlt. Weil da ist eine Kritik, die ich immer höre, auch für Leute, die ganz positiv an erneuerbaren Energien angestellt sind, die sagen, wir brauchen aber wahrscheinlich noch ein bisschen nuklear, und dann noch ein bisschen der tote, weil es wird immer um Flotte gehen. Das Argument hören immer um. Ja, also ich meine, dass was für Transitionsenergie das wir brauchen, für bis dahin zu kommen. Ich meine, das Thema ist sicher, wir brauchen irgendeine falsche Transition. Ich meine, das tun wir schon die letzten 10 Jahre. Übergang von 100% auf 100%. Ja, ich meine, das ist für das, was wir die letzten 10 Jahre sowieso schon machen. Das ist ja nicht, dass man direkt alles von einem Tag auf den anderen aufgeschafft hat. Also da gibt es klar eine Transition. Ich würde froh zurückzukommen von der Speicherung. Von der Speicherung. Ja, das ist eine Sache von, wie kriegen wir das eben am Netz in dem Moment eben integriert, wo gucken wir uns an, wo optimal Plätze sind, und wie geht das in dem Moment am Netz eben sozusagen integriert. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Das heißt, wie können wir dann in dem Moment wirtschaftlich das Ganze eben noch speichern? Das muss ich auch gucken, dass du ein bisschen mehr groß speichern in dem Moment möchtest. Ich gehe davon aus, die ganz frohe können noch Schüler beim europäischen Level wirklich organisiert gehen, strukturiert gehen, auch finanziert gehen. Aber Lützeburg kann da auch eine Rolle spielen. Ja, absolut. Ja, ja. Wir haben sowohl natürlich auf europäischem Niveau, wo Unterstützung ist, wie natürlich die lokale lützeburgische Unterstützung. Ja. Worüber man nicht geschwärzt hat, wenn man so ein Energie, sie ist immer verfügbar gewirrscht, man hast du gewinnt. Das führt auch leider zu negativen Auswirkungen, dass man es nie damit beschäftigt tun, außer wenn man wirtschaftlich nicht so gut gestaltet gehen, sind dann spuren wir Energie mehr so bis für uns 2 Jahre, dass zu Summe Spuren, Energiespuren, das war so eine Kampagne, die ich gehört habe, die Leute, die machen das immer, weil sie nicht anders können, und man nicht eigentlich, also Spuren kann ich ja nicht mehr, wenn nicht so viel hört. Für was führen wir keine Diskussion über Sobrietät, Energetik? Aber das ist ein Thema, wo ich denke, die Leute auf der einen Seite haben natürlich das Wachstum, in unseren Gegenden geht es generell alle gut. Ich meine, wenn in anderen Regionen halt, sie haben in Indien, die natürlich permanent wachsen, ja gut, da müssen die Leute mal ermöglichen, für auf die Elementarsachen zu kommen. Und ich denke, das ist eben immer ein bisschen heinz zu haben, den Druck, den wir als Gesellschaft nach holen, für aber wollen noch ein bisschen mehr zu holen und so, und dafür ist vielleicht das Thema Sobrietät, das klingt einfach ein bisschen negativ. Ich meine, man muss das einfach ein bisschen an das positiv rüber. Klingt direkt noch Herz machen, was bei Netflix. Ja, genau. Ja, und das ist es nicht. Ich meine, das wirklich sich informieren, also ich mal
bewusst gehen an ein bisschen, ja, so einfach, ja, so kleine Sachen, wenn den am Supermarché ist und mal einfach mal gucken, von wo sind die Sachen kommen. Und sich dann so, ja gut, Apple, die am September aus Neuseeland kommen, war mir Hunde auch hei. Ich kann da auch holen, die zu Lützeburg geboren sind oder von Mino kommen und so. Und ich meine, das sind so die kleinen Sachen, wo ich am Anfang gar nicht brauche anzubüßen, weil ich kann ja immer mein Apple essen und so. Und ich meine, das sind die Sachen, wo ich sich auch ein bisschen mehr bewusst soll gehen und ein bisschen also mehr. Indirekter Stromverbrauch, den wir alle gehören, ne? Ja, durch absolut. Konsum, ja, natürlich. Noch auf die Plätze, die wir gehen, muss auch gewinnen. Ne? Und natürlich froh, wenn wir 5 Fernseher laufen, Hund an der Familie oder mal aber zur Summe vielleicht abs gucken. Aber das ist auch eine Form von Komfort. Und dann muss es gewinnt tun. Ja. Mit Weibe ein bisschen interessant die Diskussion von 2 Jahren zu Spuren, wo Herr Neujo dem Minister auch ein bisschen zugehen hat, dass das hauptsächlich an die Industrie geschieht. Und du hast ja auch wirtschaftlichen Druck hin, wirtschaftliche Entscheidungen. Das heißt, am privaten Konsum ist nicht so viel angespurt gewährt. Vielleicht Kindern. Vielleicht, ja. Ich meine, da war ja auch, was die Energie angeht, als aber den Druck dadurch, dass die Energiepreise durch den Krieg natürlich aufgegangen sind, und Leute sich aber mal evaluiert, muss ich wirklich meine Heizung die ganze Zeit so heiß laufen lassen. Also Mengen können aber los. Und ja, das einfach auch sich informieren, also sich mehr bewusst gehen und also Zeit holen für sich darüber zu informieren. Ich hatte kritische Geist schon, aber ich will dich auch noch zum Schluss frohen. Wie geht der damit dass noch immer ganz viele Leute gehen, aber die, zumindest sind sie medial immens präsent, die ganze Energietransition nach fundamentaler Frage stellen, dass die überhaupt gibt. Wie geht der damit als ein, der wirklich tagtäglich einfach so gesagt, dass es stattfindet? Ja. Ich denke, das heißt ein bisschen die Realität nähern, dass einfach der Kap an den Sandstierchen geschieht. Also wie dir so, ich meine, wird geschehen für die neuen Generationen, die jungen Generationen, also gar kein froh, ob es überhaupt geschieht. Gesieht das? Geht er an Lissien oder so? Gesieht er, wie die damit umgehen, ja? Ja, also schon... Ich gehe an Lyceen, wo man dann eben noch ein bisschen erklären, was das Energie, was bedeutet überhaupt Energie und so. Und ja, du sagst ganz klar, und das ist auch heute ganz erstaunlich. Wir hatten zum Beispiel auch Porto Verde bei einem von unseren Solarparken. Und da waren wirklich Junker, die so 10, 11 Jahre waren, die wirklich ganz viel Fragen hatten, die sowohl vom Technischen wie ein Solar funktionieren hatten, aber auch wirtschaftlich Fragen. Die auch gefragt haben, ja, was kostet denn so etwas, und wie geht das dann, wie hast dann du den Payback auf so Sachen und so. Also die Jungen, die sind da wirklich viel mehr schon daran, dass die das alltag so lesen, auch auf den sozialen Medien, denke ich, dass da viele Sachen sind. Und ja, die sind gut informiert. Und, die stellt die einfach nur froh, weil das ist klar, dass die gegangen ist. Ja, absolut. Ganz zum Schluss komme ich zurück auf eine Zukunftsvision, die eigentlich auch einfach eine politische Entscheidung ist, die darum geht, umzusetzen. Und das ist schwer genug. War das so ein erster Schritt, den der Meinung sieht, dass Lohn nach muss gemacht gehen? Auch von uns alle gut. Auf der einen Seite auf der Politik, also wie ich darüber gesagt habe, gucken, wie können wir Misere umsetzen, wie können wir Moyen haben für natürlich ein Equilibre, sowohl mit der Natur wie eben auch mit dem Klima. Absolut die 2 Sachen gemeinsam zu machen, und das ist möglich. Die Stadt also da Moyen zu schaffen, und eben das Ganze eben auch durch Simplifikation administrativ eben herauszubringen. Das ist wirklich von den wichtigen Punkten, und ich denke, dann kommen wir auch dahin. Und dann ist auf der einen Seite ein Equilibre zu finden zwischen den großen Anlagen, die wir werden bauen, für die Energie eben zu produzieren. Und dann das, was jeder kann daheim machen, das heißt sich sowohl eine Photovoltaik auf den Dach setzen, wenn es Möglichkeit hat, für ein Dach zu haben, oder eben energetisch auch mal zu einem Haus zu gucken, wo kann ich eventuell Wärmepumpen ersetzen. Und dann, das Gleiche ist natürlich, wie kann ich nur meinen Transport, wie kann ich eventuell auf elektrische Auto rübergehen.
Merci. Merci. Das war der Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Ich habe geschwätzt mit Anouk Hilger über energetische Transition. Ich resümiere zum Schluss immer kurz als Gespräch, was man geführt hat. Die könnt mich noch korrigieren. Mir geschwätzt über energetische Transition mit dem Fokus auf Solarenergie und Windenergie. Und dort gesagt, das Ziel ist ganz klar bis 2050 klimaneutral zu gehen. Und das ist eine große Challenge, aber machbar. Die sagt, das ist umsetzbar. Eine große Challenge ist unter anderem eben auch wegzukommen von fossilen Energien am Transport. Und da brauchen wir eben auch wahrscheinlich eine Infrastruktur für Speicher, Netzausbau und so weiter. Dann brauchen wir auch eine Politik, die das umsetzen will, an die auch Bürokratieaufbau, das Stichwort, an aber eben auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und das kann auch dadurch geschehen, dass die Leute selber ein bisschen Strom produzieren auf ihrem Balkon, weil all Kilowatt zählt. Absolut. Ist das richtig? Perfekt. Da sind ja vielmals merci für das Gespräch. Ich sage erst merci für das Nachlauschen, für das nur gucken. Die können das abonnieren auf alle Plattformen, für das noch keine Episode verpasst. Folgt uns auch auf den sozialen Netzwerken und diskutiert über diesen Podcast. Diskutiert kontrovers, aber diskutiert. Mit ihrer Familie, mit ihren Kollegen, mit ihren Arbeitskollegen, mit ihrer Familie. Und mit ihrem Hund und ihrer Katze wahrscheinlich. Und genau, von mir ist es stolz zu erweisen, dass nächste Woche eine Episode rauskommt. Und denkt daran, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also